Et Blivesu ist auch ein Song, der aufs Album musste. Den haben wir 21, wenn ich mich richtig erinnere, released. Ja, 21 war das meine Sessionsnummer. Erster Song auf der Spektakolonia Kölsch und Jod. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar, dass der Jürgen Hoppe bereit war, den Song zu releasen und mich da supportet hat und wir in dieser illustren Gemeinschaft dann mit dem Song drauf waren. Meine Agentur fand den Song auch klasse, die Go GmbH. Ja, da gab es direkt so guten Support und es ist für mich eine Nummer, die hat sehr viel Aufmerksamkeit von Anfang an bekommen, wurde berechtigterweise als traditionell beschrieben. Ich erinnere mich nochmal an, ich weiß nicht mehr, wer es war, Kölner Stadtanzeiger oder so, die geschrieben haben, überraschend, dass ein Newcomer mit so traditionellem Sound daherkommt. Ich finde das aber wichtig und das erzählt ja auch so ein bisschen meine Geschichte oder auch so ein bisschen meinen Blick auf den Karneval. Ich würde mich jetzt nicht als reinen Traditionalisten bezeichnen, aber mir ist es wichtig, wirklich Kölsch zu texten, da auch Wert drauf zu legen. Mir ist es wichtig, den Karneval wieder, ja, also schon in die Moderne zu bringen, aber so ein bisschen die Dinge zu behalten und zu erhalten, die ich wichtig finde. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich als Solist weiter unterwegs bin, denn es braucht Solisten im Karneval. Es muss nicht immer die große Band sein, die mit viel Tamtam die Party gestaltet, die mega wichtig ist, sondern es braucht auch Leute, die mehr Fokus auf den Text vielleicht legen, die ernste Texte auch mal witzig rüberbringen können, die den Humor drin erhalten, das aber auch nicht als reine Redner, sondern eben schon die Musik im Fokus haben und die Tradition möchte ich gerne weiterführen und deswegen war Et Blive so eine ganz wichtige Nummer, denn die wurde durch Corona begünstigt, klar 21, erzählt eigentlich so ein bisschen von der Hoffnung und aber auch der Überzeugung, wie es ist, dass man kennt das, also jeder kennt das, man ist irgendwo, will eigentlich schon gehen und trifft dann diese eine Person, die man sehr viele Jahre nicht gesehen hat. Ein alter Schulfreund, was auch immer. Und man fängt an zu reden und nach 5 Minuten ist eigentlich alles wieder so, wie es früher war. Und das ist die Aussage hinter Et blive so wie et war. Also egal, was uns passiert, auch egal, so eine Pandemie, irgendwelche Krisen, Lebenskrisen, egal was passiert, man hat immer wieder diese Begegnungen im Leben. Und damit sind wir wieder bei Me Leve im Loop. Und ich hoffe, jeder kann sich so ein bisschen darauf beziehen, Bezug darauf nehmen, dass es so ist. Man trifft diese Leute und weiß einfach, ach krass, das ist so toll, dass man, auch wenn man sich 10 Jahre, 15 Jahre nicht gesehen hat, dass man irgendwie wieder so einen Anknüpfungspunkt hat und relativ schnell ist alles wieder wie früher in der Schule oder zu anderen Zeiten, wo man mit dieser Person viel Kontakt hatte. Und das erzählt Et Blive so im klassischen Sound, bisschen Irish folkig wie die alten Höhner. Es ist eine Schunkelnummer, die überall in jedem Saal wunderbar funktioniert. Und ich spiele die Nummer wirklich, wirklich gerne. Also da ist mir zum Glück wieder das Glück widerfahren, dass ich eine Nummer bekommen habe, die eingängig ist, die zum Mitsingen animiert, die zum Schunkeln animiert und auf die sich alt und jung bei jeder Veranstaltung, wo ich bislang war, darauf einigen können. Also ein ganz wichtiger Song für mich, der musste aufs Album drauf und erzählt eben auch wieder eine Facette aus dem Leben, ganz klar. Alles dreht sich